kann ich sicherlich Kritik und der Form äußeren von der Weltklimakonferenz, ob es noch zeitgemäß ist, dass tausenden delegierte Journalisten, NGOs, Lobbyen mit Langstreckepflicht dahinreisen an einem Zeitalter, wo ihn ja mit einem Klick sich quasi Kommunikation aufbauen kann, wie Madame Welfring das hier löwenswerterweise gemacht hat, kann ihn kritisieren, den strukturellen Aufwand, den gemacht gouf an wat hier auch eine starke Belastung war op die lokalen Ökosysteme vom Amazonas. Kind den Agoen op Ungleichheiten widerspricht, dass Reichsländer und Institutionen stark vertröde, sie während Lokalkommunitäten, indigenen Gruppen kein oder zumindest eng Manner Großstimme hun. Ich kenne sicherlich bei so Wahlprogramm Agoen, wo man substanziell Proposen noch formuliert tun, wie man Klimapolitik mehr global können umgehen. Mein Kollege Jeff Engel hat das schon die eine oder andere Kehrheit gemacht. Ich will an dieser Rede mein Schwerpunkt nicht setzen. Ich habe mir erlaubt, an meiner Untrittsrede davon zu schwätzen, dass man an einem Zeitalter von der Destabilisierung, von der Unsicherheit leben und dass auch gerade, da das matt Grund, wie war doch bei Jungen, psychische Erkrankungen leider zu holen. Ich will ein Zitat formulieren von einem Klimaexpert. Ich will auch sagen, dass sogar bei den Klimaexperten mal am Detail oder am mehr großen Linien unterschiedliche Meinungen bestimmen. Ich zitiere ein Klimaexpert. Den 27. November des Jahres war auf rtl.lu ein Artikel, wo geschwart ging von der UNEP, das ist ein Umweltprogramm von den Vereinten Nationen. Und du hast gesagt, ich zitiere, sogar wann all die Klimaschutzversprechen geifen angehalten gehen, die bis well gemacht goufen, geif dert nach immer ob eng Erwärmung von zwischen 2,3 bis 2,5 Grad bis 2100 durchgehen, heeschtet am Emissionsgap-Report von der UNEP ein dünnsten Zitat Ende. Ich habe mich gefragt, eng aus so wie die Doten, was mich das mit den Jungen, die an eng Welt rawusse, wo schlau Experten, die mehr vom Klima kennen wie ich, so am Prinzip sagen, wir können nicht mehr alles ändern oder wir können nicht mehr viel ändern. Und das ist meine tiefste Überzeugung, dass Politik nicht soll den Reflex unholen, an die Jungen ein pechschwarzes Bild von der Zukunft malen. So schwer es auch als fast oder am Hinblick auf die multiple Krisen, mit denen wir im Moment konfrontiert sind, denke ich, soll Politik nicht aufhalten, Optimismus, soweit es geht, zu verbreiten. Menschen, dass durch viel Krisengang, auch klimabedingt Krisen, wir hatten sogar an der Neuzeit lange Froschperioden, wo wir ganz massiv Hungersnot hatten. Aber wann es so ist, dass man mit der Mitigation, also mit der Vermeidung oder Reduzierung von CO2-Emissionen an Grenzen stoßen, da sollte man immer noch so, dass man da den Hebel von der Adaption, von der Adaptation haben, was bleibt es auch eigentlich das übrig. Wenn wir hören, dass zum Beispiel in Nordafrika Dürren zu holen, und ich kenne persönlich leider aus Marokko, die mir da ein nicht allzu beruhigend Bild gemalt haben, was bleibt es dann übrig, wie ob Innovation, eine Kompetenz von der Menschheit, von der Politik zu vertrauen, die richtigen Decisionen zu holen, Forschung, Umbau von dürreresistenten Pflanzen, Ulehe von Bewässerungssystemen. Allgemein denke ich, haben wir hier einen Heichwasserschutz am Bereich von der Aufpassung von der Landwirtschaft und von der Resilienz von natürlichen und menschlichen Systemen. Allgemein soll ich sagen, dass wir immer in eine Richtung gehen, dass wir die Auswirkungen vom Klimawandel so aufhedern, dass so man wie möglich Schuld Mensch, Natur an der entsteht. Wir bleiben aber, wir sind Politiker, wir müssen innovieren, handeln, Perspektive bieten, aber wir dürfen nicht eine ganze Generation an eine kollektive Depression fallen lassen. Wir dürfen nicht kann des Anstierchen, aber weiterhin kämpfen für eine Zukunft von der Gerechtigkeit und auch von Wohlstand. Das ist nicht merci.